Hey, hallo zusammen und herzlich willkommen im frühlingshaften Wald zu Krattigen. Ja, die Vögel pfeifen, der Laubbläser bläsert. Einfach so, wie man sich einen perfekten Frühlingstag auf dem Land so vorstellt. Überall sprießen Blümchen und da habe ich gedacht, es ist doch mal Zeit, ein Film zu machen, wie man Blümchen am besten nicht funktioniert und wie es eben besser geht. Ich mache mich heute auf die Suche nach verschiedenen Blumen hier im Wald. Ich bin schon ringsherum umgeben von ganz vielen. Es wird also nicht so schwierig sein, etwas Passendes zu finden. Und ich würde dir gerne heute verschiedene Ideen mitgeben, dass deine Blumenfotos, die du vielleicht auch Frühling selber machen willst, bei dir im Garten oder irgendwo auf der Wiese oder im Wald, dass die noch besser werden als bis jetzt. Einige von diesen Tipps kennst du ganz sicher schon. Es ist aber immer wieder gut, sich die selber in Erinnerung zu rufen und nicht zu vergessen, wenn man näher unterwegs ist in dieser wunderschönen Frühlingslandschaft. Und ja, ich mache mich jetzt mal auf den Weg, suche meine ersten Blümchen und will dir dann eigentlich immer zeigen, was eben nicht funktioniert und wie man das Problem lösen kann. Viel Spass beim dabei sein und nachher auch beim selber ausprobieren. Merci für zuzuschauen. Viel Spass mit dem heutigen Film. Ja, und dann kommen wir doch gerade schon zum ersten Tipp. Beim Blumenfotografieren hat man oft die Tendenz, dass man ein bisschen oben runter fotografiert, weil die Blumen ja alle am Boden unten sind. Das ist nicht grundsätzlich falsch, das kann sogar gut wirken, aber meistens ist es einfach so, dass das Ganze nicht wahnsinnig interessant aussieht. Das hat verschiedene Gründe. Erstens ist es recht flach, das Bild, und zweitens ist einfach der Hintergrund sehr nach und wird nicht wirklich unscharf. Und durch das habe ich nicht ein richtig spannendes Bild. Wenn ich natürlich so eine flache Blüte habe und einen schönen grünen Hintergrund, kann das durchaus funktionieren, dass ich da von oben fotografieren kann. Aber mein erster Tipp wäre, für bessere Bilder zu machen, aber also ich bin ja eigentlich schon unten. Also was sicher sehr schlecht funktioniert, jetzt sowieso nicht wirklich mit dem Makroobjektiv, das ist da von gerade oben runter, von weit weg fotografieren. Also die Bilder werden echt langweilig. Also mindestens runter auf die Knie. Noch besser ist es, wenn du wirklich richtig auf die Höhe von deinen Blumen runtergehst. Oder dann irgendein Blümchen suchst mit einem interessanten Hintergrund und deine Fotos so machst. Also Tipp Nummer 1, nicht von oben fotografieren zwingend, sondern auf Perspektiven achten. Gang zu deinen Blumen runter. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Man hat die Tendenz beim Fotografieren, dass man sich viel zu fest nur auf sein Motiv konzentriert. Das mag zwar schön sein, gibt aber einfach meinem Bild nicht wirklich irgendeine Tiefe. Also, probiere bei deinen Bildern irgendeinen Vordergrund und einen schönen Hintergrund zu finden. Vor allem der Vordergrund hat zu tun schon mit dem Tipp Nummer 1, den ich vorher gegeben habe. Wenn ich runtergehe, auf die Höhe der Blumen, dann kann ich irgendetwas, Gras, andere Blumen in den Vordergrund nehmen, damit mein Bild viel mehr Tiefe bekommt. Und wenn ich jetzt meine Blumen hier fotografiere mit etwas vor dran, wird die ganze Sache sofort viel interessanter. Ich bekomme Tiefe ins Bild rein und das hilft deinem Bild, dass es eine viel bessere Qualität bekommt. Ich zeige dir ein paar Beispiele, was ich genau mit diesem Tipp gemeint habe. Tipp Nummer 3. Schärfe und Unschärfe. Das heisst, hier die richtige Blende wählen und das richtige Objektiv, die richtige Linse. Wenn du ein Weitwinkelobjektiv hast, wird tendenziell mehr von deinem Bild scharf. Das kann gut sein, wenn du zum Beispiel verschiedene Blumen hast, die hintereinander sind und eigentlich die alle möglichst scharf darstellen willst. Wenn du aber nur eine kleine Blüte oder ein Teil von der Blumen scharf stellen, dann nimmst du entweder ein Teleobjektiv oder ein Makro und dann kannst du den Rest von deinem Bild in Unschärfe verschwinden.
das macht das Bild interessant. Es geht nicht richtig und falsch. Wichtig ist einfach, dass du überlegst, was will ich eigentlich genau. Will ich eine Blüte scharf und alle anderen unscharf, oder will ich gerne alles bis weit hinten scharf haben und zum Beispiel auch noch einen Teil vom Wald zeigen auf meinem Bild. Und je nachdem wählst du dein Objektiv mehr scharf, eher weitwinklig fotografieren, dann kannst du mehr zeigen und hast eine größere Schärfentiefe. Wenn du nur kleine Ausschnitte willst, ein Makro oder ein Teleobjektiv und die Blende aufmachen. Immer schauen, dass deine Bilder scharf werden. Das heisst, sobald du das Blende zutust, mehr Schärfentiefe willst, musst du darauf achten, dass deine Verschlusszeit okay ist oder mit dem Stativ arbeiten, sonst werden deine Bilder unscharf. Auch wenn du auf dem Stativ arbeitest, immer aufpassen, es hat gerne mal ein bisschen Wind im Wald innen und dann, jetzt sieht man es zum Beispiel gerade, wenn sich die Blümchen bewegen und wenn ich jetzt hier eine Sekunde lang belichte, dann werden die Blüten unscharf, obwohl das meine Kamera auf dem Stativ steht. Ich zeige dir noch ein paar Bilder, wie ich gespielt habe mit der Schärfe, der viel scharf ist, der wenig scharf ist. Es funktioniert alles. Aber man muss sich Gedanken machen, was man genau will. Also Tipp 3, auf die Schärfentiefe achten und entsprechend Blende und die Linse wählen. Tipp Nummer 4, der Hintergrund. Ja, der ist genauso wichtig, mindestens genauso wichtig wie der Vordergrund. Über den haben wir schon geredet. Aber achte auch darauf, was du für einen Hintergrund hast. Dort gibt es verschiedene Sachen, was darauf gilt zu achten. Zum Beispiel die Farbe. Wir haben jetzt hier satte Farbe im Frühling, wir haben aber auch noch viel altes Laub vom Herbst, wo rumliegt, das eher Brauntöne, eher dunkle Töne hat. Also will ich meinen Hintergrund eher dunkel oder hell. Woher kommt das Licht? Ich fotografiere sehr gerne im Gegenlicht und dort entsteht so ein richtig schönes Bouquet. Das heisst, die farbigen, schönen Kreisli. Und die gibt es nur, wenn die Hintergrund Licht drin hat. Jetzt durch den Tag ist das oft ein bisschen hell. Das heisst, nicht voll graues Licht suchen, sondern eher in Schatten gehen. Schau aber, dass es in deinem Hintergrund einzelne helle Stücke und Bereiche gibt, weil die geben dann, wenn der Hintergrund unscharf ist, das wunderschöne Bouquet, wo nachher dein Motiv, die eigentliche Blüte, dann richtig schön umrahmen und betonen. Du kannst aber den Hintergrund zum Beispiel auch ganz bewusst heller machen als der Vordergrund und im Gegenlicht funktioniert auch das und deine Blüten als Silhouette funktionieren. Also der Hintergrund bietet auch ganz viele Optionen, wie man ihn gestalten kann. Wichtig ist einfach, nicht nur das Motiv anschauen, sondern eben, wie beim vorherigen Tipp schon mal gesagt, der Vordergrund, aber auch der Hintergrund von deinem Bild. Auch hier zeige ich dir gerne noch ein paar Beispiele, wo ich speziell auf den Hintergrund geachtet habe und wo der wunderschön funktioniert hat in meinem Bild. Tipp Nummer 5, glaube ich, sind wir. Genau, wenn wir fotografieren, werden wir irgendwann über kurz oder lang beim Licht landen. Licht ist immer das A und O beim Fotografieren. Und es ist jetzt hier nicht schön morgen oder Abend, wo wir schön flaches Licht haben. Das ist ja für Anfänger, dann werden die Fotos immer schön. Nein, es ist Nachmittag. Im Moment ist zwar eine Wolke vor der Sonne, aber es ist die ganze Zeit ein bisschen am Wechseln. Wir haben wieder Sonne, wieder Wolken. Eigentlich recht schwieriges Licht zum Fotografieren, weil wir nicht genau wissen, was passiert. Du auf das Licht achten. Es ist sehr schwierig, Blumen zu fotografieren, die voll in der prauen Sonne innen stehen. Ich zeige dir gerne ein paar Beispiele. Gerade weisse Blüten überstrahlen sofort. Wir haben keine Details mehr in dieser Blüte innen. Und die Schatten werden extrem dunkel. Der Unterschied, Kontrast zwischen hell und dunkel ist sehr gross. Also was wir auch eigentlich bei Porträts nicht wollen, dass wir einen grossen Unterschied haben, das Dunkle und das extreme Schatten, probiere ich auch beim Fotografieren von Blüten zu vermeiden.
Die Frühlingsblümchen, die sind alle fein und filigran und mit zu hartem Licht können wir das nicht zeigen. Das heisst, ich gehe eher in den Schatten, in den Wald hinein, schaue aber, dass ich sicher immer noch genug Licht auf der Blüte habe. Ich schaue auch, wie vorher schon gesagt, auf den Hintergrund, dass ich schönes Licht habe hier. Und wenn ich dann natürlich am Morgen oder am Abend fotografiere und die Sonne sehr flach steht, kurz nach Auf- oder vor dem Untergang von der Sonne, dann kann ich wirklich auch mal wagen, die Blüten direkt im grauen Sonnenlicht, das eben dann eigentlich nicht mehr so grau ist, zu fotografieren. Aber durch den Tag mache ich das eher nicht. Noch schwieriger ist wirklich so ein Mischlicht, halb Schatten, halb Sonne im Wald innen. Das ist sehr heikel, wenn ein Schatten mit durch so eine Blüte durchgeht. Das sieht auf dem Foto immer extremer aus als von Auge. Also darauf achten, auch auf deine Bilder. Und auf das schöne Licht schauen, schönes Licht suchen, eher in Schatten hineingehen und deine Fotos dort machen. Und das Licht eben dann vielleicht brauchen für einen Hintergrund, damit dort ein schönes Bokeh entsteht, wie ich beim vorderen Tipp schon erklärt habe. Au! Aua, Dornen. Ja, Tipp Nummer 6 wäre eigentlich nicht gewesen, aufpassen, wo du deine Hände her hast, wegen Dornen, sondern Tipp 6 ist eigentlich, oder Mut haben, nicht immer den halben Wald zu zeigen, sondern Details suchen. Für das brauchst du wahrscheinlich eine Makrolinse oder ein Tele, damit eben auch mal nur irgendein Blättchen, ein kleines Detail von so einem Blümchen kannst zeigen, das bildfüllend ist möglichst und nicht immer einen sehr grossen Ausschnitt. Gerade wenn man anfängt zu fotografieren, hat man die Tendenz, irgendwo ein Blümchen in der Mitte des Bildes und ringsherum einen Haufen grün oder leer, der eigentlich nicht wahnsinnig interessant ist für das Bild. Also mutig sein, Details zeigen, auch mal etwas abschneiden, näher hergehen. Sowieso, die gefunden sind wir ja schon. Jetzt gehen wir auch noch näher her und schauen mal, für Sachen zu zeigen auf unseren Bildern, die wir von Auge auf den ersten Blick sonst vielleicht gar nicht sehen. Also auf Details achten, genau hinschauen und für das am besten mit einer Makrolinse arbeiten. Und wir sind bei Tipp Nummer 7, wenn ich noch richtig mitgezählt habe. Das hast du ja sicher gemacht und darum spielt es auch nicht so eine Rolle. Ja, Spezialhilfsmittel brauchen, für unsere Bilder ein bisschen interessanter zu machen, wenn du Lust hast. Es sieht zum Beispiel Fotos von Blüten sehen immer super aus, wenn sie Wassertröpfchen drauf haben. Entweder gehst du direkt nach dem letzten Regen raus, wenn das Licht wieder zurückkommt. Das gelingt aber nicht immer, aber man kann ja da auch ein bisschen bescheissen und zum Beispiel so ein Wasserspray mitnehmen und selber Wassertröpfchen machen auf unseren Blüten oder eine Spritze mitnehmen. Einfach das Wasser nicht vergessen oder eine Trinkflasche, dass du sie auffüllen kannst. Also Wassertröpfchen kann man zum Beispiel wunderbar selber machen. Oder wenn das Licht mal nicht ganz so ist, wie du es willst. Blitzlicht, einfach dort, Blitz nicht auf die Kamera, dann haben wir wieder langweiliges Licht nur von vorne, sondern dann müsstest du irgendwelche Funkauslöser haben, dass du die Blitz von der Seite oder sogar von hinten kannst brauchen, für das Licht interessanter zu machen. Da gibt es noch ganz viele anderes sicher. Man kann zum Beispiel mit Spiegeln arbeiten, man kann mit Aufhellern arbeiten, man kann mit LED-Lämpchen arbeiten. Ja, man kann mit farbigen Folien arbeiten und so, aber das sprengt, glaube ich, den Rahmen. Schlussendlich ist der Frühlingswald so schön, dass wir eigentlich hier nicht eine riesige Sache mit in den Wald schleppen müssen. Also mein Tipp Nummer 7 wäre, Hilfsmittel brauchen, das Bild selber noch so ein bisschen verschönern und zum Beispiel entweder die Blüten selber nass machen, Tröpfchen dran machen oder sogar auch den Hintergrund mit Wasser einsprayen, damit es Reflexionen gibt im Gegenlicht, damit der Hintergrund so richtig schön leuchtet. Auch da zeige ich dir gerne noch ein paar Beispielbilder dazu.
Ja, und das wäre es für heute. Mit meinen Tipps für Fotos von Blümchen, die eben ein bisschen interessanter sind als nur 0815. Ich wünsche dir viel Spass im frühlingshaften Wald oder auf der Wiese, egal ob mit oder ohne Kamera, genieße es. Ich freue mich natürlich schon noch drauf, wenn es diesen Frühling oben in den Bergen noch 1-2 gute Pulvertage gibt mit dem Snowboard. Aber ganz ehrlich, auch mir gefällt es, wenn es hier im Tal unten langsam ein bisschen Frühling wird. Ich hoffe, meine Tipps haben dir etwas gebracht. Du kannst etwas damit anfangen. Vielleicht hast du noch andere. Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Was hilft dir noch, für bessere Blumenfotos zu machen? Welche von diesen Tipps haben dir geholfen? Welche eher weniger? Schreib es rein. Und dann mache ich vielleicht auch noch mit neuen Tipps noch mal ein weiteres Video. Dann vielleicht mit Sommerblumen. Viel Spass beim Fotografieren. Wenn es dir gefallen hat, weisst ja wie. Und folgt gerne meinem Kanal. Hier kommt noch mehr in Zukunft zu Blümchen, aber auch zu ganz vielen anderen Sachen. Viel Spass beim Fotografieren. Merci fürs Zuzuschauen und eine gute Zeit und mach's gut. Ciao.